Talk it like Louis D. One check, one check! Wir sind wieder da, LUZDY, aha, we back, LUZDY. Heute gut ausgeschlafen, mit gutem Schlaf, aus dem Grund, ihr erfahrt warum. Yes baby, aha, we here, ROBIN, Mr. Freeways is here. Oh yeah! Ladies and gentlemen, we are back! Grüezi miteinander, danke mal fürs Einschalten. Ja, voll, absolut. Ich habe wieder mal die Ehre, neben dem gnädigen Luis Halokai dürfen sitzen. Mein Wertename ist Randy und wir haben Verstärkung. Wir haben den Robin himself da. Hello. Freeways, man! Also wir haben ihn erst noch ja, im Feed gesehen als Anzeige und jetzt sitzt er da bei uns im Podcast. Also das erste, was ich gesagt habe, ist, ich habe dich schon immer auf dem Feed, auf meiner For You-Page gesehen und jetzt sehe ich dich live. Geiles Ziel. Ganz nervös, ey. Nice. Welcome. Danke für die Einladung. Danke, dass du die Einladung angenommen hast und da mit uns da... So ziemlich bis jetzt eine von den unkompliziertesten Terminvereinbarungen, die wir hatten. Sonst immer hin und her. Und ja, 1000 Mal hin und her. Ich sage jetzt nicht, wie viel Mal wir den Termin müssen verschieben aber es ist wirklich ein bisschen positiver, wenn man es so handhabt. Fix. Nein, merci vielmals, dass du da bist. Ist nice. Wie geht's dir? Gut. Selber? Sehr gut. Super. Tipptopp. Hast du gut geschlafen? Natürlich. Ja, wir wissen ja warum. Ja. Jetzt erklären wir genau, wieso in Zukunft. Benutzt selber das Zeug so viel? Natürlich. Das ist immer noch Standardroutine bei dir beim Schlafen. Also ich muss sagen, ab und zu vergesse ich es, ehrlich gesagt. Aber dann ist es schlecht geschlafen nachher. Natürlich. Aber nein, ursprünglich hat es eigentlich genau so angefangen. Ich habe es zuerst selber benutzt, oder? Wirklich mehrere Monate. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache eine Brand daraus. Ja. Also ist quasi wirklich daraus entstanden, dass ich auch selber benutze, oder? Ja. Also wie hast du davon... Tun wir mal den Leuten erklären, was du überhaupt sagen? Ja. Ich eigentlich mit einem Intro anfangen. Das habe ich jetzt gerade voll vergessen. Ich tue jetzt einfach so, als ob wir die ersten paar Sekunden nicht gehalten. Okay, erzähl. Nein, ich eigentlich will anfangen. Wir haben einen jungen Mann hier, der die Lehre abgebrochen hat, der sich online mit Videos präsentiert. Das ist eigentlich so ein Sinnbild für ziemlich das erfolgloseste, wo man kann haben in der heutigen Gesellschaft, wenn man es so anfängt. Aber so wenn man das mitbekommt, so erfolglos bist du ja nicht ganz, oder? Ja, man kann sich nicht beschweren, ja. So, erzähl mal, also du hast eine Lehre abgebrochen. Genau, ich habe Lehre gemacht als Informatiker und dann im letzten Lehrjahr abgebrochen. Im letzten Lehrjahr? Ja. Was? Ja, ich habe mir eben so die Faustregel gemacht, wenn ich nebenbei 3 Monate nacheinander 2000 Profit mache im Monat. 2000 Profit? Nein, 2000. 2000. Quasi doppelt so viel wie ausgelernt. Ja. Ich dachte, okay, dann brich ich ab. Das ist nicht retten. Ist das bei dir, hast du das mit deinen Eltern vereinbart oder hast du das dir selber gesagt? Du musst dir vorstellen, ich damals als 18-Jähriger, Wie alt bist du jetzt? ich bin jetzt in einer Woche 21. Okay, schon jung. Ich damals als 18-Jähriger komme so zu meiner Mom mit so einem ausgefertigten Plan, alles detailliert, so, schau, ich mache so und so viel Cash, so und so viel will ich noch machen, das ist mein Plan, bla bla bla. So ein Business Case so? Also so, nicht unbedingt Businessplan, weil es ist mehr so weniger seriös gewesen, Eine Serviette, wo du etwas draufgeschrieben hast. Naja, wirklich so genau ausgeführt, dass sie genau weiß, was die Situation ist, so, was die Aussichten sind und so weiter, dass sie Klarheit hat. Und sie sagt auch so, sie hat das Sinn schon gecheckt, so, aber trotzdem natürlich ist sie unsicher gewesen, wie lange es funktioniert. Und sie will ja auch kein Kind haben, das Probleme bringt und so. Aber ich habe es im Endeffekt durchgezogen. Also ich bin ja volljährig, ich konnte es selber entscheiden. Und sie ist halt auch danach noch sicher 1-2 Jahre noch unsicher gewesen, weil wie lange funktioniert es noch und so weiter. Aber sobald dann nachher das Ganze halt wirklich immer funktioniert, ich kann niemals nach Geld fragen oder so. Ja. Sie hat gesehen quasi, okay, meine Fähigkeiten werden immer besser, ich kann mehr Geld verdienen und so weiter. Hat sie langsam angefangen, in mich zu vertrauen und so. Ich habe dann angefangen, kann ich Essen bezahlen für sie und so, weißt, ihr mal Feriengeld schenken und so. Ja. Dann hat sie gesehen, okay, das ist wirklich so funktioniert. Also wie war der Moment gewesen? Weißt du, was du deiner Mutter gesagt hast, effektiv, dass du gekündigt hast? Oder dass du das Lehre abbrichst? Ja. Ich glaube, dass das nicht vergisst. Das ist sicher. Ja. Wie hast du dich gefühlt, wo deiner Mutter gesagt hast, ey Mama, ich brich die Lehre ab? Also ich muss fast sagen, ich hatte es schon vorher sicher so 3 Wochen in mir drin gehabt. Ja. Nicht traut zu sagen. Ja, genau, ich kann nicht glauben, oder? Wo ich es nachher so
gesagt habe, ich so einen steifen Herzen geschaut, weil ich habe gewusst, so, sie will, dass ich die Lehre fertig mache und so. Aber ich kann es überhaupt nicht, weil ich habe meinen eigenen Plan mäßig und wo ich gesagt habe, ist so ein Stein vom Herzen gefallen, oder? Ja. Und logisch, sie war schon sehr schockiert gewesen, aber nachher, je länger wir gesprochen haben und so weiter, ist alles ein bisschen beruhigt und so. Und sie hat mich auch nicht gehasst, weißt du, sie hat mich auch supportet dann und so. Ja. Also hast du schon gekündigt und dann ihr gerade gesagt oder gekündigt, Nein, 2 Wochen lang gewartet und ihr dann Ich gesagt? habe erst nachher gekündigt, nachdem sie gesagt Ah, haben. okay, oh, voll der korrekte Weg. Ja. Der korrekte Weg. Wie bist du denn, also hast du angefangen, also wie bist du eigentlich in dem reingekommen? Also mit dem Online-Marketing oder hast du mit Dropshipping angefangen? Erzähl mal, oder die Anfangszeit in deiner Lehrzeit, da hast du ja schon einen Zusammenhang gehabt, wenn du für Informatiker gelernt hast. Ja, genau. Also ich habe eigentlich vor 5 Jahren mit Online-Business angefangen. Damals noch das klassische Network Marketing, kennen ihr das? Komm in die Gruppe und so, Ja, das ja, Traden voll. lernen. Genau. Ist natürlich ein Scam gewesen, das Schneeballsystem. Ich bin aber so 1 Monat drin gewesen und gesehen, okay, es ist wirklich eben Schneeballsystem, das bringt nichts und so weiter. Dann aber dadurch wie quasi das erste Erlebnis gehabt, wo ich gesehen habe, dass man online Geld verdienen kann. Ich habe aber gesehen, okay, Network Marketing ist genau das, was ich machen will. Deswegen habe ich nachher auf YouTube nachher Research, was gibt es sonst noch für Businessmodelle und so weiter. Bin nachher auf Dropshipping gestoßen, das klassische Dropshipping mit AliExpress und so. Hat für mich gut funktioniert, ich habe gut Geld gemacht, aber nur sehr kurzfristig. Also ich habe irgendwie 1-2 Monate durchskalieren, nachher alles wieder reingecrashed, weil die Kunden sind nicht happy gewesen und so weiter. Das Produkt ist an sich scheiße gewesen, ich habe viel Geld auf Kundenzufriedenheit, blöd gesagt, oder? Okay. Und das ist halt für mich nachher sehr scheiße gewesen, um zu sehen, dass ich quasi Geld gemacht habe, aber jetzt alles einbricht, alle Probleme kommen im Nachhinein, die Kunden sind unzufrieden und so, ich komme Mails über von Leuten, die nicht happy sind und so, hat mich so gar nicht erfüllt. Deswegen habe ich nachher gesagt, okay, ich will das nicht weiter so machen. Bin nachher, also ich habe erstmal nachher eine Pause gemacht, so 1-2 Monate von E-Commerce. Und habe nachher in den 1-2 Monaten habe ich nachher gesehen, dass es auch eine andere Richtung gibt, und zwar Brandbuilding. Also wirklich so mit Qualität alles machen, auf Kundenzufriedenheit achten, alles auch viel seriöser mit System, Prozess machen und so weiter. Okay. Habe das gesehen und habe nachher das eigentlich so angegriffen und jetzt auch durchgezogen bis heute. Krass. Und das alles, also dein erster Dropship, wenn du jetzt sagst, vor 5 Jahren gemacht, mit 16 ist das erstmal versucht selber Cash nebenbei irgendwie machen. Ja. Ich weiß auch noch Bist damals. du so ein gieriger Sieg, oder? Wie ist das entstanden? Ich kann gar nicht erklären, warum ich es damals gemacht habe, weil das Geld ist nicht war. Ich habe einfach gesehen, dass Leute im Umfeld machen so Sachen. Ich habe es spannend gefunden, ich habe es auch gemacht. Oder? Und nachher, als es spannend war, ÜK, kennt ihr, oder? ÜK in der Lehre. Ja, voll. Ich war so eine ÜK, ich hatte so einen Shop offen vor mir, wo ich so am Bauen war, währenddessen halt. Ich bin in die Pause gegangen und den Bildschirm offen lassen. Quasi alle haben den Shop gesehen, oder? Ich komme zurück von der Pause, alle im Bildschirm versammelt gewesen, gell? Ja. Und alle so, hey, was machst du da für einen Scheiß und so, das funktioniert niemals und so, oder? Ja. Und heute schreiben die mir nach Hilfe. Crazy. Klar, ich finde vor allem wild, dass du dir das selber, ich meine, du hast ja schon am PC und so, das ist ein bisschen, du hast Berührungspunkte gehabt mit dem, Ja, das auf jeden Fall. sehe ich. Aber so marketingtechnisch, ich meine, ihr macht einen riesen Marketingauftritt. Mit ihr, meine jetzt deine Firma, ihr sind, bist ja nicht ganz alleine da drin. Wild, weil hast du das selber irgendwie durch Bücher beigebracht oder wie bist du auf das gekommen? Oder wie hast du das Ja, Wissen also ich angeeignet? habe mich sehr viel halt mit allgemein dem neuen Reel-Konzept auseinandergesetzt, so TikTok, Instagram, Reels und so. Ich habe sicher so 1-2 Jahre wirklich die ganze Zeit, jeden Tag Research gemacht, Sachen angeschaut, was ist halt aktuell ein Trend und auch generell halt viel Knowledge, sage ich mal, einkauft von Personen, die erfolgreich sind. Sicher dann einen 5-stelligen Betrag für das ausgeben. Und so wie halt das ganze Konzept verstanden und sobald du es halt mal verstanden hast und nachher etwas machst, was du gerne machst, kommen die kreative Ideen einfach so aus dem Kopf geschossen gefühlt. Oder? Erzähl mal, wie bist du auf Freeways gekommen? Wie bist du auf die Idee gekommen, das ist das Produkt, das ich will im Online-Business starten, so dass das auch so ein Trend wird, weißt du, in der Schweiz? Ja, also Freeze war eigentlich so gewesen, also es war meine erste Brand gewesen. Ich habe ja schon vorher ein paar andere Sachen gemacht, aber bei Freeze war es so gewesen, dass ich wie schon das E-Commerce, oder ich soll sagen, die E-Commerce-Blickwinkel immer drin hatte. Das heisst, ich bin durch den Alltag gelaufen, ich habe immer genau geschaut, was kaufe ich selber, was sehe ich für Werbungen, was sehe ich bei anderen, was sehe ich für Produkte, die Influencer bewerben und so weiter. Wie quasi so ein Open Mind für das habe ich gehabt. Und dann bin ich mal auf so eine Story in Amerika gestoßen, die relativ klein war. Hat so eben das Produkt beworben. Habe es dann mal bestellt dort und bin schon selber mega geflasht vom Effekt, ich habe es gar nicht gekannt, oder? Habe es probiert, bin so voll beeindruckt gewesen. Habe es nachher selber benutzt für eben Gym, Schlaf und so, ein paar Wochen lang. Bin auch mega überzeugt, dass nachher meine Kollegen gehen zum Testen. Und ihre Reaktionen sind genau wie bei allen Umfragen bei uns gewesen, so, oh wow, ich kann Stufen und so, oder? Ja. Und ich habe gewusst, okay, die Reaktion, die muss ich irgendwie in eine Umfrage bringen, oder auf Ads besser gesagt, und dann kann ich eine Brand daraus machen.
Ja, brutales gemacht. Das Krass. ist mega gut. Ich würde sagen, da gibt einen kurzen Applaus. Absolut. Das mit Voll. das mit 20 das Mindset kannst, um das es so umsetzen, so objektiv das Ganze zu analysieren, was ja obviously gemacht, oder was du offensichtlich gemacht hast. Und dann auch nicht nur das können zu analysieren, sondern dann auch zu realisieren. Also, weißt du, wie du es dann schlussendlich auch umgesetzt hast, das ist sehr, sehr beeindruckend. Aber Das hast du, ist schwierig. haben ihr nachher die Produkte selber erstellt? Tun ihr die Produkte selber erstellen? Also sind das patentierte Produkte von euch, Freeways, oder? Weil es gibt ja verschiedene Brands, die das auch machen. Weißt? Wie, Also Nasenpflaster an sich gibt es ja schon länger, Genau. aber mehr so in dem gesundheitlichen Sinne, als nicht für den Alltagsgebrauch. Fußballer haben das, Sportler, und das brauchen Ja. das sehr viel. Genau, wir haben so vor allem so ein bisschen auf den Schlaf nachher gebracht, so für die Allgemeinheit. Wir haben einfach so einen eigenen Hersteller, halt, der es für uns produziert. Cool. Wir haben ein eigenes Lager in der Schweiz, auch in Deutschland, haben eigene Versandmitarbeiter und so. Okay. Und das Design natürlich gehört uns, aber das Nasenpflaster-Konzept an sich, das ist halt da. Was oder? ist so speziell an eurem Design im Gegensatz zu anderen? Also das Design habe ich vom Back gemeint, nicht vom Nasenpflaster Aha. selber. Beim Nasenpflaster selber haben wir es auch so gemacht, dass wir den Effekt verstärkt haben, Okay. plus durchsichtig gemacht. Die meisten haben es also hautfarbig. Ja, oder? genau. Ja. Genau, Nice, Und nice. du hast jetzt vorhin gesagt, ihr habt eigene Versandmitarbeiter. genau. Wie groß ist Freeways? Also wie viele Mitarbeiter haben ihr? Ich glaube, ca. 10 Leute sind wir jetzt mittlerweile. Wow, okay. Nice. Ganz geil. Sehr, Ganz also ich stark. gesehen, auf der Homepage habe ich gesehen, du bist immer noch der CEO. Ja, Das ist immer noch so. ja, Immer noch operativ alles eigentlich unter deinem Blickwinkel, unter deinen ja. Händen. Ich habe dank dir, ich habe den Pflaster benutzt jetzt seit 3 Monaten. Habe angefangen, wirklich, also der Effekt ist mega bei mir gewesen. Ich habe das auch vielen immer weiterempfohlen. Mir untereinander. Dir habe ich es auch empfohlen, wo sind wir gewesen? Madrid. In Madrid, ja. Madrid noch. Mittlerweile benutze ich jetzt auch noch andere Sachen, so für den Mund. Ich weiss nicht, Aftertaps, ja. Ja, voll Ja. die. Das ist brutal, weil ich schnarche auch viel in der Nacht. Sorry. Ich bin mit ihm My wife. mit ihm in Madrid gewesen, ich kann es bestätigen. Der schnarrt wirklich wie Aber ein peruanischer Hängebuchspann. seitdem, brutal. Also, ich schlafe richtig durch und ich merke richtig, wie fit ich bin am Morgen. Mittlerweile stehe ich sogar Montag, Freitags auf, um 5:30 um Sport zu machen. Das habe ich früher nie gemacht. Sehr geil, Nie im sehr Leben. geil. Und das wirkt, als ich als selber sagen, dass ich das... Plötzlich gebe ich nicht nur ich Gas im Podcast, sondern auch er. Weißt du? nein, mega. Ey. Ja, wirklich. Ist dir selber bewusst gewesen, weißt du, wo du das Ganze so gestartet hast mit der Idee, mit der Analyse, mit der Umsetzung, was für ein riesiger Teil der Business-Teil am Ganzen ist? Weißt du, wenn jetzt da operativ der CEO bist vom Ganzen, ist dir bewusst gewesen, wie viel Zeit das Ganze in Anspruch nimmt, was für dass das Daily, weißt, dass das wirklich so Heavy Business in dem Sinn ist, weißt, was da alles, was da mit sich bringt und alles. Also grundsätzlich, es ist schon ein bisschen lustig am Anfang, wenn es also mehr als Nebenprojekt eigentlich gesehen am Anfang. Früher ist es wirklich so ein Nebending, ich habe einfach cool Ja, gefunden. glaube ich. oder? Ja. Also generell, es hat sich so nicht gelohnt, als Hauptprojekt zu sehen, weil erstens mal die Marge ist nicht so hoch, zweitens mal der Markt kennt sie gar nicht, wenn sie selber quasi die Nachfrage kreieren und so weiter. Erst im Laufe der Zeit, wo wir sehen, wie gut es abgeht, haben wir mehr Fokus drauf gelegt, oder? Aber also da, wir sind nicht irgendwie Leute, oder ich persönlich, ich arbeite nicht so krass viel am Freeways, wie man wahrscheinlich denkt. Einfach habe ich das richtige System dahinter, haben, die richtigen Prozesse und so, die richtigen Mitarbeiter, die Sachen machen. Das heisst, ich bin nicht irgendwie 12 Stunden jeden Tag am Freeways dran. Ja, irgendwie am Zusammenpacken und verschicken und Das produzieren, nicht, drucken. Ist Aber wahrscheinlich ganz am Anfang ziemlich- habe ich es noch gemacht, Ja, tatsächlich. ja, glaube ich. Ja. Jetzt hast du 10 Mitarbeiter. Am Anfang bist du ja selber vielleicht mit 2-3 Leuten. Oder wie groß ist das Gründungsteam? Also das Gründungsteam ist eigentlich ich und mein Kollege Jeffrey, er ist Co-Founder. Also ganz am Anfang war ich allein gewesen. Und nachher habe ich gesehen, hey, ich brauche einen guten Videograf. Ich habe nachher mit Jeffrey angerufen, der macht es 7 Jahre. Und nachher er ist so überzeugt von der Vision gewesen, wo ich erzählt habe, dass er gesagt hat, hey, lass es fix zusammen machen, weißt du, so mit Beteiligung, dass wir das pushen und so. Dann ist er auch ins Team gekommen. Ganz geil, ganz geil. Was denkst du, was ist ausschlaggebend bei deinen Videos, wo du kannst sagen, hey Leute, auf das müsst ihr schauen, ich glaube mir, das sind Videos, die könnt ihr anschauen. Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich denke, das stellt sich viele Marketingleiter und so weiter. Ich denke, es ist einfach innovativ zu sein, also neue Sachen zu bringen, kreativ zu sein und vor allem unterhaltend zu sein. Weil Leute wollen nicht Ads sehen, die Ads sind, sondern Ads, die unterhaltung sind. Ja. Ja, voll. Ich finde Das ist die Matrix-Werbung geil. Ja, nicht, weißt du, Willi? Wo er mit so einem schwarzen Ledermantel Ah, läuft und so. Toll, Alter. Vor allem, Also- weißt du, was ich das Lustige gefunden habe?
Du bist 20, Ja. wo Matrix rausgekommen ist. ich glaube 01 oder so ist der Film rausgekommen. 01 ist der erste Matrix rausgekommen. Ich so, Alter, geiles Sicht, dass er etwas so oldschool macht. Dann habe ich ganz Legende, dann ist strong gefunden. Weißt du, was ich denke, was ausschlaggebend war bei deinen Videos, sind, also du kannst es vielleicht besser erklären oder begründen, ist, ich finde, die Leute jetzt so interessiert, wo sie sehen, die Reaktionen von den anderen Leuten. Weißt, das hat mich mega catchy. So, wie reagiert ihr? Funktioniert das so? Weißt du, so, echt so gut, wie die da reagieren? Und ich glaube für das hat es mega auch ausgemacht, dass viele Leute auch das gekauft haben. Das ist ja das, was du mir gezeigt hast. Ja, voll. Also ich bin auf euch gekommen wegen ihm. Vielleicht habe ich irgendwo mal schon eine Werbung gesehen von euch, aber das ist nicht irgendwie so gross wahrgenommen. Aber er hat es mir dann effektiv gezeigt. Ja, safe, halt eben, so Social Proof ist ein extrem wichtiger Punkt für unser Produkt. Eben, die Leute müssen zuerst glauben, dass es funktioniert, weil wenn ich sagen, hey, mach ein Pflaster auf das, du schnaufst besser, dann wirst du wahrscheinlich nicht glauben, oder? Ja. Wenn du siehst, dass ein Proof da ist und so, dann natürlich ist es ein bisschen realistischer, dass das Ganze vorstellen können. Ja, aber ich denke auch so generell, ist auch ein sehr grosser Faktor gewesen, dass die Leute bei der Reaktion auch so unterhaltend gemacht haben. Oder? Weißt du, die haben so lustig reagiert. Ja, voll. Aber weißt du, wir haben denen nichts gesagt, wir haben nichts gestaged oder so. Crazy. Wirklich, wir haben einfach gesagt, look, probier es aus und so weiter. Wir haben einfach halt wie quasi die richtigen Leute ausgewählt für voll. das. Ja. Nice. Wie ist dir selber bewusst gewesen, du machst eigentlich ziemlich alle Videos, oder vielleicht korrigiere mich, wenn ich jetzt etwas Falsches sage, aber ich habe bis jetzt nur Videos von dir selber gesehen. Nein, wir haben auch Creators bei uns, wir haben auch Bildwerbungen zum Beispiel auch. Okay. Also es gibt noch weitere Sachen. Ist dir bewusst gewesen, wo du am Anfang oder ein paar Videos jetzt selber für deine eigene Marke gemacht hast, dass nicht nur deine Marke Freeways machst, sondern auch die Marke Robin machst? Tatsächlich nicht. Also ich habe das eigentlich nicht mit der Intention gemacht. Ich habe einfach gedacht, okay, ich gehe mal vor die Kamera, weil eben so. Anstatt jemand zu zahlen, ja, anstatt jemand zu zahlen, machst du Aber es also selber. generell, ich habe gedacht, es kommt authentisch, wenn man als Founder vor die Kamera geht, dass man quasi Vertrauen hat. Aber ich habe es relativ schnell gemerkt, also ich meine, wenn die erste Umfrage launcht, hat irgendwie so 2 Millionen Views bekommen. Da haben wir gemerkt, okay, die Bekanntheit kommt, oder? Entweder bist du mega hübsch oder das Video ist einfach gut, da ist es weiter. Ja, du hast das Gesicht gegeben in Freeways. Das ist brutal. Ja, ich meine, das ist genau meine Frage. Weißt du, ich kann mir vorstellen, dass dir das gar nicht bewusst war. Ich glaube dir das voll, dass wenn du mir sagst, dir ist das nicht so bewusst gewesen. Glaube ich voll. Das, wenn hast du gemerkt, dass es krass ist, nicht nur Freeways, die wachsen, sondern auch meine eigene Marke, ich selber, die wachsen. Dann. Es ist schon ein bisschen so langsam steigen gekommen, aber so zum Beispiel kürzlich, ich bin so vor ungefähr 1 bis 2 Monaten im Kaufleute in Zürich, kennt ihr? Ja. Club, Ja. oder? So alt sind wir schon nicht. Gell, das ist jetzt gerade, ich habe schon ein paar graue Haare, amigo, man, weißt du. Aber ja, ich bin nicht so oft im Club, aber ich bin kürzlich mal gegangen, Ja. wieder mal. Und ich bin sicher so 30 Mal angesprochen worden. Und Schon? der hat gewusst, okay, es ist wirklich Crazy. extrem geworden. Ja, Oder? ja. Und also generell, wenn wir jetzt Umfragen machen und so, wir müssen die Leute nicht mehr ansprechen, sie kommen zu uns und sagen, hey, können wir testen und so, wir kennen euch, oder? Ja. Das ist schon krass. Aber immerhin bleibt alles ein positiver Rahmen. Deswegen. Ja. Wie gehen ihr vor? Wie viele Videos macht ihr? Wir pro Tag posten. Kannst du vielleicht etwas von deiner Marketingstrategie erzählen? Safe. Jetzt werde ich die Marketingleiter ein bisschen spitz, wenn ich das erzähle. Und zwar, wir haben so einen Creative-Prozess eigentlich dahinter. Und zwar tun wir jede Woche 30 neue Ads launchen. Also 30 verschiedene Videos. Darunter natürlich aufteilt in UGC mit Creators, mit Bildwerbungen, mit Umfragen, mit Fahnenvideos, wo ich einfach etwas sage. Und da haben wir wirklich so fixe Drehtage. Jede Woche haben wir einen CMO, der für uns Scripts schreibt, oder? Dass wir das immer selber machen müssen. Und das ist ein bisschen unser Prozess, ja. Und jede Woche 30 Videos? Ja. Boah, dann löscht ihr die anderen Videos oder lassen die auch drauf? Nein, die wir alle launchen auf den Ads und nachher, wenn es halt performt, tun wir es skalieren. Wenn es nicht performt, tun wir es ausschalten. Nice. Ja, stark. Wild. Was reden wir für Umsätze? Erzähl mal, das interessiert die Leute. Wie viele Stellen, am Anfang, wo du gestartet bist, wie viel ist jetzt der Robin unterwegs? Das ist wahrscheinlich eine von der meistgestellten Fragen. Absolut, eben, das ist klar. Aber wenn ich so durch die Straße laufe, Leute kommen so zu mir, sagen sie, aber sag mal ehrlich, wie viel Umsatz machst du eigentlich? Ja. Wirklich? Ist das so? Krass. Ist schon eine häufig gestellte Frage. Also jetzt, nach einem Jahr, sind wir bei Freeways bei ca. 1,5 Millionen. Boah. Jahresumsatz. Jahresumsatz. Krass. 1,5 Jahre. Über 100k pro Monat. Ein Jahr, 1,5 Millionen. Ein Jahr. Im ersten Jahr. Ne?
Haben wir jetzt vor einer Woche das erste Jahr abgeschlossen. Also muss ich dir sagen, Applaus? Ah gut, schon denke ich muss das jetzt sagen. Das 21 Mit Jungs 21 und, das ist, und Damen. und Damen, Ja. wild. Wie- Stark. Was macht die Zahl mit dir? Also, Was macht das ich weiss jetzt, wo der Jahresabschluss nicht. ist? Noch 12 Eine Monate. Rolex in der Hand, das macht Weil wenn das jetzt so der Jahresabschluss siehst, weil ich weiß nicht, wie into du zu Zahlen bist, zu Verkäufen und so, aber wenn jetzt mal einen Jahresabschluss siehst, 1,5 Kisten, was macht das mit dir? Ich weiß nicht, weißt, irgendwie, siehst man gewöhnt sich halt so ein bisschen dran. Es ist, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, irgendwann verlierst du so ein bisschen die Bindung zu Zahlen. Weißt du, so, am Anfang, in den ersten 10k Monate, bist du so emotional voll geladen, oder? Wenn du Ja. so die ersten 10k machst. Dann bist du direkt ins Kauf. Und nachher die ersten 100k sind auch speziell gewesen, aber weißt du, so dann, irgendwann sind die Zahlen einfach da. Und was mich halt so viel mehr erfüllt, ist halt so alles, was dahinter passiert, weißt du, was man kann mit Freezer so machen. Wir haben jetzt ein Rap-Event gesponsert, zum Beispiel, oder mit Jeremy Friends haben wir etwas gemacht, oder? Was haben wir Eine gesponsert? Spendenaktion, ein Rap-Event. Ein Rap-Event. Genau, Ein 808. Ja, Rap-Event. Ah, wirklich? Ja. Los ist Rap, hast du gerne Rap? Ja, ich höre gerne Rap. Ah, nice. Also Rap etwas. Aber jetzt übrigens Rap-Seite hat es auch angefragt zum Sponsoren. Ah, cool. Also, bist du mal gewesen, am Rap City? Ich bin noch nicht gewesen, nein. Absolut. Ein Event zum Empfehlen. Das sind gute Jungs, gute Brüder von mir, wo das Ganze leitet. Der eine, der da bei uns im Podcast war, ist das Face vom Ganzen. Sehr geil. Das Face vom Ganzen. Also ich habe es nicht gewusst, es ist per Zufall, dass ich mit dem Liebling da bin. aber ja, du, definitiv. Kann ich nur empfehlen, wenn du noch nie gewesen bist, dann bringe die mal Backstage, dann überzeuge dich schon, dass das einmal vorbeikommst. Ist geil. Schicks. Jeremy, wie heißt er? Fragrance, ja. Der ist gar nicht Die gleich. Parfüm. Ein riesiger Typ, Mann. Der Typ, ey. Der Ich finde geil, dass immer in Weiss ist, das finde ich geil. Und wie der Werbung macht, weißt du, der kann das so gut, der Ja. bringt das so gut über. Das Video, das er zusammen gemacht hat. Ist er... Weißt du, der geschnauft hat? Ja, ich habe es gesehen, wie ein Pferd, Alter. Aber weißt du, wenn du das siehst, so, boah, der schnauft durch gut, weißt du, so nicht. Das ist brutal. Ist er das, Mann? off-cam? Oder ist er off-cam gleich wie auf der Cam? Oder schlüpft er in eine Rolle? Der ist voll Also visionär. ich habe ein bisschen erzählt, so Backstory zu dem. Also ursprünglich haben wir eigentlich geplant, dass er in die Schweiz kommt, oder? Nachher aber zeitlich nicht mehr aufgegangen für ihn und dann hat er gesagt so, hey, komm zu mir heim auf München. Sind wir zu ihm gereist. Und es ist wirklich so ein Anwesen bei ihm da, also wirklich so ein fett grosses Haus. Schon, Ja. Oder wirklich so Decke, 4-mal so hoch gefühlt. Ja. Und nachher sind wir so dort am 10 Uhr morgens am Sonntag, kommt er so angefahren auf dem Velo mit einer Frau hinten drauf. Oder? Kommt so angefahren und er so, jo Jungs, ich war gerade in der Kirche. Was für ein Boss, man. Leck mir. Ja, Mann. Und nachher, ja, wir kommen rein und wir so, weißt du, natürlich, wir haben so voll viel vorbereitet, weißt du, oder alles durch Scripts vorbereitet, Videoideen, Videokonzept und so. Wir haben ihm so ein bisschen vorgestellt und er so, Jungs, macht einfach die Kamera an und ich fange an. Oder? Ohne Scheiß. Und nachher die Kamera ist angekommen und bei ihm hat es so gemacht. Plötzlich hat er genau gewusst, was er sagen muss, was er machen muss. Wir haben ihm nichts gesagt. Er hat alles gefreestylt. Er hat einfach das im Blut, wie man so irgendwie viral Ja, und absolut. so. Das ist richtig krass gewesen. Das ist aber auch ein selbstbewusster Typ. Ja, ja. Also ich weiß nicht, welche Sendung das ist auch mega inspirierend, finde ich, was der macht. Ja, Weißt, ja. wie der auf der Cam ist, wie er sagt. So, das kommt voll authentisch über, real und eben, der übt das gar nicht. Das ist er. Auf jeden Fall. Brutal. Mega. Ich muss sagen, off-cam ist ja schon ein bisschen anders. Also, Schon, wenn so die Cam so ein bisschen off ist, ist er mehr so ein ruhiger Typ tatsächlich, so mehr so in seinem eigenen Kopf drin, weißt, er hat seinen eigenen Plan und so, er macht das, was er gerade denkt. Und sobald er die Kamera angeht, ist er schon ein bisschen mehr überdreht. So. Und er hat uns auch gesagt, so, ja, die meisten denken, dass er Koks und so, das bestimmt gar nicht. Das ist einfach halt so, er macht es zum Viral sein, oder? Zum Viral gehen, weil er weiß, das kommt gut an. Ja, du, es sind noch mega viele Leute, die in eine Rolle schlüpfen. Für einen Online-Auftritt, für was auch immer. Absolut. Hast du das Gefühl, ist der von Anfang an dein Plan gewesen, authentisch zu sein? Für dich selber? Oder hast du gedacht, Ich muss ich muss in eine Rolle schlüpfen oder ich kann nicht ich selber sein, ich muss irgendwie jemand spielen, Nein, also, eine Rolle spielen? generell, ich bin immer eigentlich so authentisch geblieben, ich bin immer ich selber geblieben. Das war mir auch wichtig, so, weil ich will nicht irgendwie Fake überkommen oder so. Ich will immer ich selber bleiben und einfach so zu meinem Prinzip treu bleiben. Ja, Cool. weißt, vor allem weißt, darum habe ich dich am Anfang, weil wir ja vorher schon miteinander ein bisschen geredet haben. Darum, ich finde, du wirkst genau gleich,
Wie in deinen Videos. Wirklich. Wirklich, ey. Wenn man das erste Mal mit dir. Das erste Mal, ich dir gesagt habe, ich so, Alter, du bist verdammt gross. Er auch, also, du bist verdammt gross. Du bist irgendwie, wie gross bist du? 1,84. 1,84, krass. Crazy. Klar, weil du siehst immer nur den Ausschnitt, weißt du, vom Oberkörper. So ein junger Typ, ich hätte gedacht, du bist nicht ganz 1,80 oder so. Aber wirklich sympathisch. Ja. Ja, mega gut. Erzähl mal, ihr macht 30 Videos pro Woche. Da könnt ihr vielleicht den Leuten erzählen, auf was muss man achten, dass man gute Content-Videos erstellt. Mhm. Was wir sehr oft gerne machen bei so Scripts, ist immer so Marketing-Loops einbauen. Also Loops nicht im Loops nicht im Sinne, dass es quasi wiederholt das Video, sondern wie so ein Gedanke einpflanzen bei den Leuten, wo sie durch den Alltag begleitet und nachher durch den Alltag durch, dass sie quasi dann Freeze kaufen. Also als Beispiel zum Beispiel, wenn wir jetzt Ad machen zum Thema Kaffee, sage ich, merkst du nicht, wenn du Kaffee trinkst, dass du nach einer schon wieder müde bist und quasi noch schlapper als vorher, oder? Und Leute, wenn sie die Werbung sehen, kaufen sie vielleicht nicht direkt, aber der Gedanke begleitet sie durch den Alltag und selbst wenn sie Kaffee trinken und sie das quasi bemerken, dann Absolut, kommen sie wieder auf Freeze zurück und sagen, okay, ich brauche Freeze. Da hast du recht, ja. In Krass, dem Fall, krass. merkt ihr da draußen, wenn ihr einen Podcast hört, der nicht lustig ist, dass ihr müde werdet und plötzlich hässlicher werdet, dümmer, werdet müder, gehen heim. Merkt ihr das? Merkt ihr das? Hört die 2 Tage, 1,5 Stunden, 3-4 Stunden, hört lustig. Absolut, absolut. Nein, es ist auch anders. Dein Content ist auch anders. Absolut. Voll deiner Meinung. Vor Was würdest du sagen? allem, wenn er das sagt, er ist ja... Du machst Videos. Also, genau, Du- ich tue auch Videos erstellen und Content createn für andere Filme. Aber im Grunde, was würdest du jetzt sagen, auf was deine Meinung, zum Beispiel jetzt bei uns, wir haben einen Podcast, wo du sagen, hey, look, das als Input, mache ich das, vielleicht wird das auch viral gehen, das Video. Also ich würde generell sagen, Schlagzahl ist immer King. Das heißt wirklich so mega viele Reels posten, mega viele TikToks posten, dass auch der Algo sehr viel von euch überkommt. Und dann natürlich mit crazy Aussagen inhocken. Oder Schon. einfach Sachen, wo die Leute dranbleiben. Vielleicht auch zuerst wie quasi einen Hook machen mit den Fragen, aber nicht die Antwort schon geben, dass sie quasi wie dranbleiben müssen, um die Fragen oder die Antworten zu bekommen. Oder? Dass ihnen wie quasi ein Grund gibt, dass sie länger anschauen. Und einfach eben das Spannendste Ausschnitt rausnehmen. Ja, ich denke, Podcast generell, man kann so geile Reels aus einem Podcast machen. Ja. Voll. Oder? Ja, das ist so. Ja. Was ist jetzt momentan wichtig, dass jemand das Video fertig schaut, Likes, Kommentare, vielleicht das wäre interessant für die Leute zu wissen. Es ist so ein bisschen das Zusammenspiel aus allem, aber ich würde vor allem sagen, dass Kommentare am wichtigsten sind, weil auf TikTok, also zum Beispiel auf TikTok, wenn du selber scrollst, also sind wir auf TikTok selber, privat? Ja. Privat nicht mit dem Podcast halt. Okay. Dann schaut man sehr oft in die Kommentare rein, was so Schon, gesagt wird und so ein bisschen der Gossip dahinter, oder? Ja, ja. Wir machen sehr, sehr viel, deswegen, wenn du quasi in den Kommentaren für Interaktion sorgst, dann kommst du halt viel mehr Reach über. Also wie quasi, Crazy. wenn bei den Kommentaren immer mit Fragen auf die Frage antwortest, dass sie quasi nur mal schreiben, bringt es sehr viel mehr. Ist auch für die Ads sehr wichtig, dass man da wie immer halt Fragen stellt, dass die Interaktion immer quasi ongoing ist. Okay, nice. Das immer läuft, ja. Was macht dir mehr Spaß? Content createn oder der Business-Gedanke dahinter? Du wirkst schon wieder mal zufrieden in deinen Videos. Ja, also es ist so ein bisschen mal so. Weil ich habe auch schlechte Tage, wo ich keine Lust habe, vor die Kamera zu gehen und so. Ja. Es ist so ein bisschen, es kommt auf den Mut drauf an, weißt du? Also ich würde sagen, jetzt machen wir beides Spaß, aber es kommt darauf an, wie halt der Mut vom Tag ist. Oder? Ja. Es gibt Tage, da fühle ich mich voll motiviert zum Videos machen und so, und da kommt es auch extrem geil. Es gibt Tage, wo ich gar keinen Bock habe, aber trotzdem irgendwie das machen muss jetzt für den Prozess halt. Weil ich halt so eine Person bin, ich tue nicht irgendwie meine Emotionen entscheiden lassen, was ich heute mache. Ja. Weil das ist halt der straight way zum Misserfolg, oder? Ja, Das heißt genau. eben so ein bisschen mal so. Ich bin allgemein davon überzeugt, wenn irgendjemand einmal sagt, ich habe einen schlechten Tag, dann denke ich einmal so, Amigo, ich habe vielleicht einen schlechten Moment, eine schlechte Stunde, Ja. okay, aber ich habe nie einen schlechten Tag. Auf jeden Wenn Fall. du den ganzen Tag schlecht gelungen bist, Amigo, dann überdenk das Ganze. Weil dann tu dich hinterfragen, wenn du wirklich den ganzen Tag schlecht gelungen bist, dann das ist mir gar nicht wert. Meine eigene Zeit ist mir dann nicht wert, um den ganzen Tag abgepisst zu sein. Aber das ist genau, du tust dann nachher das Zeugs umstellen, das Programm einfach umstellen. Ja, also wie soll ich sagen, es funktioniert einfach. Also ich weiß einfach, dass ich jetzt performen muss. Ich weiß, dass wenn ich jetzt irgendwie unmotiviert da vor der Kamera bin, bringt es mir nichts. Oder? Das heißt, ich komme quasi selber aus dem Denkmuster raus
Und der Jeffrey ist auch eine sehr motivierende Person, die immer so sagt, so, komm, lach mal jetzt. Und nachher fange ich einfach an lachen, weil er es sagt, weißt du? Ja. Oder? Also es ist auch so ein geiler Vibe halt mit ihm, dann, wenn ich das machen. Aber es ist auch, ich habe das Gefühl, so viel im Leben ist dich selber besiegen. Auf jeden Fall. Weißt du, wenn du sagst, lach, ja, dann lachst du vielleicht nicht gerade direkt, aber dann denk irgendwie etwas Positives und versuch dich selber zu überwinden. Wenn du merkst, ey, ist alles scheiße, Alter, wenn du die ganze Zeit denkst, es ist scheiße. Normal ist Dann es wirst du das scheiße. so Ja, sehen. normal, dann bist du in dem. Es ist so viel ist Mindset im Leben, das ist den Leuten einmal gar nicht bewusst. Oder vielen 20-, 21-Jährigen nicht bewusst. Weißt du, ich finde das mega beeindruckend. Weißt du, wenn du da hockst und du darfst halt gleich machen, ich finde das wild. Ich habe mal so ein geiles Zitat gehört, wo einer gesagt hat, fuck flasht. Sicher von mir. In der Gegenwart immer so lebst, als wäre es dein bester Tag, dann wird es in Zukunft deine Vergangenheit immer gut sein. Boah, das hat mich kaputt gemacht. Das ist tief. Der ist wild, ja, der ist deep. Ich so, shit, dann bin ich so wirklich 10 Sekunden am überlegen. Ich so, boah. Weißt du, was ist das für eine? Das ist so ein Spruch, ich überlege, soll ich mir den da tätowieren oder soll ich mir den da tätowieren? Das kann so ein Bollywood von Shah Rukh Khan Zitat sein. Nein, so Sachen sind mega. Das ist übrigens auch, wenn du jetzt gerade so Bollywood und so ansprichst, ein Ziel von mir, ein Goal, ich tue das jetzt noch da schnell manifestieren, auf der Plattform, wo wir uns jetzt gerade befinden. Ich würde mega gern hier im Podcast so einen Mönch. Ein Mönch? holen. Nicht keiner von aus dem europäischen Raum, oder so, sondern einen vietnamesischen, einen tibetischen, einen thailändischen Mönch. Ja. Ja, entweder das so Deutsch kann irgendwie. Ich bin schon ein Moment auf der Suche. Du weißt auch noch nichts davon, aber ich bin schon so. Es gibt ja einen, aber der ist ein Schweizer. Ich weiß den Namen nicht mehr. Ja, ich habe ihn auch gesehen. Ja, Weißt du, voll. den müssen wir anfragen. Ja, Wie heißt der? Ich weiß, ich habe den Namen vergessen. ich habe Aber Screenshot. gell, es gibt ja Ich einen, weiss, der ist. wir sind im Kontakt. Ah, wirklich? geil. Merkst du, das ist ein Kommunikationsproblem. Die sind. Das ist schön zu wissen. Nice. Ich habe jetzt vorher etwas fragen, aber sonst vergessen. Ich wollte dich fragen, du hast ja das mit Freeways ist am Laufen, das ist schon relativ sehr automatisiert, das Ganze. Ja, kann man so sagen. Also immer so ein bisschen Frage von Was musst du Perspektive. denn dort weißt noch machen? Growth-Arbeit hat, dass es weiter wächst. Ja. Und eben Content natürlich, wenn ich vor die Kamera gehen muss, kann nicht jemand anders machen. Aber vor allem so Growth-Arbeit, halt die nächsten Steps, dass es halt weiter wächst, dass wir nicht quasi jetzt stehen bleiben, weil eben wir haben grosse Ziele damit. Was sind denn, kann man die ausdeutschen? Was ist euch, Also, wo siehst du ja. nicht dich, sondern wo siehst du deine Brand in ein paar Jahren? Freeways. Also wir haben schon ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, dass wir es wahrscheinlich einfach so weiter zum Wachsen bringen und nächstes Jahr einen Exit machen für ein paar Mios. Ja. Ist so ein Gedanke von uns, aber ein anderes Ziel von mir ist natürlich auch, das Ganze auf 8-stellig zu bringen, also 10 Mio Umsatz. Ist so für mich einfach so ein Milestone, den ich selber noch nicht erreicht habe, mit einer Brand. Wo bewegt ihr euch? In welchem, also nicht umsatztechnisch, sondern geografisch? Sind ihr nur Schweiz, Deutschland? Dachraum aktuell, Dachraum. Dachraum. Ja. Da expandieren schon. Jetzt im Amiland schalten? Also wir sind jetzt mehr so das Potenzial am Ausschöpfen. Also Deutschland läuft sehr, sehr gut an mittlerweile. Jetzt sind wir auch jetzt langsam mit Influencern in Kontakt, dass da mehr kommt. Und wir quasi den Dachraum noch voll erschliessen und erst dann gehen wir auf USA und so weiter. Geil. Aber irgendwie eine Produkterweiterung. Sind wir auch da, Also Mouth-Tapes haben wir auch kurz drin Nochmal, gehabt. Was? Mouth-Tapes Hat haben aber wir noch kurz Erfolg drin gehabt. gehabt. Okay. Aber mit dieser Variante, die wir drin hatten, sind wir nicht zufrieden gewesen. Hat zwar funktioniert, aber wenn es besser wollen haben, wir wirklich so ein 10 von 10 Mouth-Tape drin haben und haben nachher nach weiteren Varianten gesucht, haben jetzt eine entwickeln lassen und das kommt jetzt Ende Monat, wahrscheinlich nächste Woche auch wieder in den Shop rein, dass wir auch Mouth-Tapes haben. Und dann das nächste Produkt, Spoiler Alert, wird eine Schlafmaske sein. Was? So eine Seide-Schlafmaske. Was? Kühlst. Nicht kühlen, nein. Es ist mehr so einfach so Seide, das richtig geiles Material ist für dich. Ja. Das ist einfach so Ich angenehm schlafe zum auch mit Tragen. Schlafmasse. Ja. Ja, brutal. Gell, du benutzt alles von denen, Mann. Hey, schön, wo ich mit ihm. Wir sind schon näher miteinander, aber es ist nicht so, dass wir jeden Tag miteinander schlafen. Weißt? voll. Ich gehe aufs WC, dort, wo wir in Madrid Ja, sind. ich Ich logge an, Schlafmaske, so ein Teil da drüber. Ich so, muss. Alter. Was, Das ist nicht. das ist nur schon im Gesicht. Nur Ich- das Licht. Und ich habe das erst durch den Sport gemerkt. Ja. Also das ist brutal, seit ich das... Ich stehe, weißt du, mit 2 Beinen so, bam, mach du gerade schon meine Und vorher bist du mit deinem Bein aufgestanden, oder? Nein, vorher bin ich so... Kennst du, wenn du so aufstehst und die Augen nicht raus... So bin ich aufgestanden. Das ist aber auch eine richtig lustige Geschichte, wie ich das erste Mal Schlafmaske benutzt habe. Ich habe in Zürich gewohnt, oder? Ich habe nachher plötzlich so Werbebrief bekommen von Pepsi. Ja.
Pepsi Schlafmaske. Okay. Pepsi Und nachher- Schlafmaske. Ich so, okay, wenn die schon zu mir kommen, ich benutze sie mal, oder? Und nachher, ich habe es auch easy geil gefunden, eben so, es ist mega geil, Schlafmaske zu benutzen. Habe nachher wirklich so mehrere mit dieser Pepsi Schlafmaske geschlafen. Und jetzt So bringen geil. wir einige raus. Ja. Aber weißt du, was ich ein bisschen mühsam finde bei diesen Schlafmasken? Bei mir, manchmal geht sie einfach weg. Ich weiß nicht, wieso. Ja. Weißt, ich habe sie schon so mit Klett, aber dann gehen sie einfach so plötzlich, ich stehe auf und dann ist meine Maske so, weißt du? Vielleicht gibt's. Aber ich habe jetzt eine Variante gesehen, eine, die eben kühlt. Das habe ich gedacht in meine Team, wo kannst du in den Kühlschrank, der ist sehr schön kühl. Dann kannst du sie rein tun und dann ist es so wie, kannst du sie wie anlegen, weißt du? Und nicht so mit Ah, ja, weißt du, ich weiß Sie ist welche. nachher Ja. ist sie einfach drauf, die kann gar nicht weggehen. Schau sehr interessant, ich habe es noch nicht probiert. Wenn ist der Launch geplant? Schlafmaske, also wir haben jetzt das erste Sample gemacht, produziert wurde, kommt wahrscheinlich so nächste Woche auch an. Und dann halt erstmal produzieren, ein paar tausend Stück. Ja, das kommt sowieso nicht gerade heute und morgen. Ja, Das, wahrscheinlich so in den nächsten 1-2 Monaten. Ja, genau. Ja, darum, dann, vielleicht kreuzt sich das ja Voll. gerade. Safe. Mega. Geil. Du bist ja nicht nur mit Freeways unterwegs. Ja. Du bist ja noch mit GoBrand, heisst es. Genau, GoBrand. Was machen ihr dort oder was machst du dort? Das ist so ein bisschen unser wie soll ich sagen, wie soll ich sagen? Ich finde den Begriff Coaching nicht gut, weil Coaching ist immer so, ich finde generell die meisten Coachings sind nicht gut. Darum will ich Coaching benennen, sondern mehr so ein Consulting-mäßig, weil wir haben Was Englisch? Also ja, okay. Ich würde auch so ein bisschen anders an, weil so, erstens mal ist bei uns kein Massenkurs oder so, der auch anwirft und sagt, hey, mach mal. Sondern so eine Begleitung von uns persönlich, wo wir zusammen quasi eine Brand aufbauen. Ist aus dem Grund entstanden, weil ich gesehen habe, dass mega viele mir schreiben langsam wegen Freelance, sie haben gesehen, hey, es funktioniert und so weiter. Hey, hast du mir auch Hilfe und so, kann ich das auch machen mit dir zusammen und so. Ich habe mega viele Nachrichten bekommen und gesagt, okay, ich mache es jetzt wirklich so professionell, tun so ein Programm launchen, wo Leute kommen können, die committed sind und dass man dann die nachher quasi persönlich begleitet. Das ist so GoBrand. Ja. Nice. Und dann, also wie lange macht ihr das? Habt ihr schon Erfolg gehabt mit jemandem, der einen Brand erstellt hat? Und schon Ja, also wir haben schon verkauft, sehr, ja? sehr geile Resultate. Wir haben jetzt einen Kunden, der hat im ersten Monat schon 20k geknackt. Krass. Und ein anderer, der jetzt auch so bis 60k im Monat ist. Also es kommen langsam gute Results. Ja. Und dort, ihr tut die einfach begleiten oder sind das Co-Owner? Da, Also nein, wirklich so eine Begleitung eigentlich. Also er zahlt eigentlich Das einfach für uns Consulting. genau, für unsere Begleitung. Der voll. Begleitungsprozess. Das und nachher unsere Vision dahinter ist also ein bisschen, wenn die Begleitung gut funktioniert, Chemie passt und so weiter, dass wir nachher eine Partnerschaft machen mit Beteiligung, dass wir unser Portfolio dadurch können erweitern können. So ein bisschen eine Hand wäscht die andere. Genau. Mäßig. Und wieso sagt er der Begriff Coaching nicht? Was hast du gegen den Begriff? Ich denke halt einfach, dass, also ich weiß, dass viele Coachings da draußen finde ich nicht gut. Also ich will jetzt nicht Dinge alles gut. namentlich nennen oder so. Aber ich weiß einfach, dass wenn du einen Videokurs mit jemandem gibst und der sagst, hey, das mach mal, oder ohne persönliche Begleitung von dir selber oder auch irgendein Mitarbeiter, das bringt auch nicht viel, oder? Ja, voll. Dann ist immer so eine 50-50 Chance, wie viel da daraus wird und so weiter, oder? Genau. Deswegen will ich gar nicht, dass wir unser Go-Brand schon darunter gleich vorstellen wie alle anderen Sachen, weißt du? voll. Ich weiß, dass es auch was anderes ist, oder? Es ist auch so mir persönlich extrem wichtig, dass man auch da auf Qualität achtet, weil wenn jetzt jemand zu uns kommt und sagt, hey, das ist scheiße, das bringt mir nicht und so, ist mein Name ja auch im Arsch, oder? Deswegen will ich da voll Qualität bewahren und deswegen will ich es auch nicht so ein normales Coaching nennen. Okay. Ja. Und begleitet ihr die längere Zeit? Wie lange? Kannst du mal erzählen, vielleicht, wie das genau abläuft? Wenn sich Ja, darüber also es ist dann- unterschiedlich, so zwischen 3 bis 6 Minuten begleiten wir sie, nachher halt je nachdem kann man verlängern, Partnerschaft nachher eingehen und so weiter. okay. Aber so mindestens 3 bis 6 Monate und ist eben in jedem Fall mit uns persönliche Begleitung dabei. Cool. Wo noch über eure Erfahrungen, wie ihr es gemacht habt, wie ihr das machen würdet, wie euer Prozess von denen eindenkt. Oder wie kann man sich Genau, das so ein vorstellen? bisschen unser System, wie so ein 6-Schritte-System zu einer erfolgreichen Brand. Nochmal ein 6? 6-Schritte-System. Genau. Das, wo man halt jedem eigentlich beibringen, wie man das Ganze erfolgreich durchgeht, dass sie es nachher auch selber können. Geil. Nice. Geil. Und das ist, wie lange lebt die Idee schon? Ist sehr frisch, also jetzt seit Februar haben wir gelauncht. Ja, es ist relativ neu. Ihr seid im Februar gelauncht, die erste begleitet und einer macht schon 20k Umsatz. Ja. Minge, was ist du? Weißt du, wenn ich ein Bild bei dir? Du hast keine Marketing-Ausbildung genossen im Sinne von, du bist nicht an einer Fachhochschule gewesen, an einer Uni, was auch immer, wie was alle. Willst du einen Fun-Fact hören? Ich würde sehr gerne einen Ich habe eine sehr, sehr lustige Story dazu. Und zwar, letztes Jahr hat es so eine Poolparty gegeben mit einem Kollegen von mir, so einem alten Kollegen. Und dort sind auch alte Schulkollegen von mir gekommen. Ja. Shoutout an die, was sie es jetzt gesehen. Dort hat es einen gegeben,
der hat mich so voll überzeugt, so, hey, du brauchst doch BWL für das Ganze, so Ja. der Bach durch die Finanzen, Buchhaltung Ja, und so, ja. nicht im Griff, dies, das. Und nachher hat er gesagt, aber hey, ich will es trotzdem mal testen, so, weißt du, es ist spannend so. Ich so, look, ich mache dir jetzt einen Rabattcode für dich, spezifisch, oder? Weiss, fuck BWL. Wenn du es selber eintippst, dann kannst du es haben. Für 50% Rabatt. Hat er gemacht. Und fuck BWL lebt bis heute noch. Also jeder, der Ja. Ziege gibt, kann gehen. 50% Rabatt. Oh shit! Crazy. Ja, krass, ey. Also jeder, der BWL studiert. Ja. Und das für uns richtig ist, machen es weiter. Für alle anderen, fuck BWL. Geil. Bro, das ist Boss-Move. Das ist ein geiler Move. Ich habe mal etwas Ähnliches gemacht, jetzt nicht auf dem Level. Ich habe einen Kollegen, der ist mega Juve-Fan. Ja. Der hat kein Internet, wir sind im Ausland gewesen. Ja. Ich gebe dir Hotspot. Ich gebe dir Hotspot, du musst aber Forza Inter. Die grössten Feinde von Juve ist das Passwort vom Hotspot. Wenn es IG ist, dann kannst du das Internet. Er hat den ganzen Tag nicht im Internet gesehen. Aber geil, finde ich einen geilen Move. Hast du von Anfang an gewusst, ey, ich mache Learning by Doing? Ja, es ist ja nicht unbedingt Learning by Doing, sondern ich habe auch mein Wissen geholfen von Leuten, aber ich habe gewusst, dass Lehrer in Unis und so nicht die richtigen Personen sind, weil eben die haben auch nur Theorie gelernt. Oder? Die haben selber irgendwie Millionen Unternehmen gehabt. Das heißt, ich habe gewusst, ich muss von anderen Leuten lernen und auch selber vor allem umsetzen, weil durch eigene Erfahrung lernst du am meisten. Oder? Aber trotzdem brauchst du natürlich auch externes Knowledge von Leuten, die dort sind, wo du hingehen willst. Aber natürlich, ich habe so selber meine Dots connect und so, weil eben damals niemand hat Branding coacht. Ja. Alle sind so auf den klassischen Dropshipping gewesen und so weiter. Und haben dann irgendwie quasi aus dem Knowledge, das ich dort gezogen habe, nachher mein eigenes System gebaut, wie man Brands aufbauen kann. Geil. Was nimmt mich Wunder bei dir? Du bist von Zürich, wie bist du aufgewachsen? Bist du in einem normalen Haushalt aufgewachsen, finanziell grosses Problem gehabt? Oder? Weil mich nicht wundert, wo der Hunger, Ja, voll. um das selber herauszufinden, um selber wollen wissen, ey, wie mache ich das? Neugier, von wo die kommt. Ja, also ich bin eigentlich ganz normal aufgewachsen. Ich hatte jetzt nicht sonderlich gute Verhältnisse gehabt. Natürlich, Familie, alle sind gesund und so. Also ich habe nicht irgendwie einen Vater, der gestorben ist oder so. Gott sei Dank. Appreciate. Aber ich habe dennoch kein Startkapital gehabt oder so. Ich habe alles selber erarbeitet. Oder ich habe damals in der Lehre meinen ganzen Lohn gefühlt in E-Commerce investiert. Ja. Aber ich noch Minus gemacht habe am Anfang. Ich hatte ein bisschen geschmerzt. Aber so wirklich so einen Weg von null auf eigentlich aufarbeitet. Und für mich hat es halt wie so keine andere Option halt gegeben, weil ich habe gesehen, was meine Option B ist, mein Alternativweg, wenn ich es nicht mache. Und ich habe gesehen, okay, 40 Jahre den gleichen Job arbeiten, die ganze Zeit die gleichen Sachen machen, nicht irgendwie Freiheit haben im Leben, nicht quasi können umreisen, sich mehr leisten können und so, der Familie etwas zurückgeben und so. Ich habe einfach so gesehen, halt, wie es bei den Leuten ist, die das machen, dass es nicht etwas ist, wo ich es auch machen will. Oder dass ich quasi einfach halt mehr im Leben haben will und irgendwie, vielleicht tönt das ein bisschen verrückt, aber ich habe einfach so immer so eine Stimme gehabt, wo mir gesagt hat, ich bin geschafft für mehr. Also ich habe einfach gewusst, so irgendwie, ich muss mehr erreichen im Leben als der Durchschnitt. Ich habe so das immer gehabt, die ganze Zeit. Geil. Hast du immer noch? Ja, immer noch. Ja. Ist noch nicht weg? Immer noch kann ich so wie soll ich sagen, das Kriegsfeuer in mir, wo sagt, du musst noch viel mehr erreichen. Weil eben, ich habe Leute im Umfeld, die sind jünger als ich und haben gar nicht viel mehr erreicht als ich. Oder? Also fühlst du dich satisfied oder bist du noch... Nein. Weil einfach mein Standard hat sich schon so quasi ist schon wieder aufgestiegen. Jetzt ich vergleiche mit Leuten, die gar nicht 30 Millionen im Jahr machen, die Rolls-Royce fahren. Oder weißt du, es geht immer mehr, oder? Was meinst du? Ist auch ein anderes Umfeld jetzt, wo du... Also das Umfeld an sich ist eigentlich schon immer gleich, weil ich habe schon seit Anfang an eigentlich auf mein Umfeld geachtet, dass ich Leute habe, die erfolgreich sind. Okay. Also natürlich nicht seit ganz klein, sondern eher so seit eben... Ja. Seit So mit ich 4 Business mache. Pampers am Dealen. Nein, seit eben so 5 Jahren, wo ich ins Business reingegangen bin, habe ich aufs Umfeld voll geachtet. Und ich hatte halt während dieser Zeit eben Kollegen gehabt, die ungefähr gleich alt waren wie ich, ein bisschen jünger, ein paar Monate jünger. Und die sind mittlerweile an einem Punkt, wo sie keine 10 Supercars haben. Crazy. Und ich habe gesehen, hey, die haben viel mehr durchgezogen. Das heisst, ich habe trotzdem auch noch einen Vergleich, wo ich weiss, ich kann mehr machen, weißt du? Crazy. Also geht es dir um den monetären Erfolg oder einfach um dich selber können zu befriedigen, immer mehr zu machen? Es ist eine gute Frage, weil ich bin an einen Punkt gekommen, irgendwie, wo, wie soll ich sagen,
man macht das Ganze nicht unbedingt nur fürs Geld, weil einfach so, du meistest deinen Erfolg wie halt, oder wie ich sagen. Es ist mega schwierig, das zu erklären, weil es ist wie so ein Gefühl, das du in dir hast, dass wenn ich eine Woche habe und ich weiss, wie ich sagen, es ist mega schwierig zu erklären. Im Endeffekt geht alles darum, ob ich zufrieden bin mit meiner eigenen Performance. Ob ich weiss, ich hätte mehr machen können, ob ich weiss, dass quasi mehr möglich gewesen wäre. Eben zum Beispiel, wenn ich einen Kollegen sehe von mir, der 10 Supercars hat oder generell einfach viel erfolgreicher ist als ich und so, und ich weiss, dass ich das auch hätte machen in der gleichen Zeit, weil er gleich angefangen wie ich, oder? Weiss ich, okay, es gibt noch viel mehr zu erreichen. Und ich denke, das ist im Endeffekt auch das, was mich immer vorantreibt, dass ich immer so im Krieg bin mit mir selber, dass ich quasi mehr machen kann, dass ich mehr erreichen kann. Und ich denke, das hört nie auf, weil man hat immer höhere Ziele. Und ich denke, das ist gut so, weil so wirst du auch nie irgendwie auf der faulen Haut rumliegen, irgendwo am Strand oder so. Das könnte ich gar nicht, weil eben, wenn ich einen Tag nichts mache, ich weiss, ich habe Potenzial gerade Dinge verschwendet. Ja. Krass. Was heißt für dich Erfolg? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde sagen, Erfolg heisst für mich, zufrieden mit der eigenen Leistung sein. Krass. Stark. Nicht, keine Zahl im Kopf. Also, weißt, ich habe das Gefühl, wenn irgendjemand sagt, ich würde 1 Million machen oder was auch immer, weil wenn du eine Zahl als Erfolg definierst, Zahlen sind unendlich. Es gibt immer, du kannst immer mehr in einer Zahl machen. Wenn das, was du jetzt gerade gesagt hast, was ich relativ ziemlich auch unterschreiben würde für Definition von Erfolg, wenn du wirklich kannst zurückschauen und sagen, ich bin zufrieden mit der Performance, die ich gebraucht habe, wenn das immer wieder kannst sagen, das ist, dann bist du schon mal auf einem erfolgreichen Weg zumindest. Ja, also generell Schlussendlich ist ja der Prozess, der wichtig ist. Also generell da, mit Zahlen und so, ist immer so eine Frage von der Perspektive. Weißt, wenn ich zu jemandem gehen würde, der in 9 to 5 ist, seine 5K-Monate macht, und ich mir sagen, wie viel ich machen würde, denke ich bin ultra erfolgreich. Oder? Aber trotzdem weiss man selber immer am besten, wie viel man selber machen könnte. Weißt, wenn ich am Schluss vom Abend, am Schluss vom Tag in den Spiegel schaue und weiss, okay, ich hätte heute mehr erreichen, ich hätte heute mehr Input geben, dann weiss ich selber, dass ich mehr machen kann. Egal, was der andere sagen würde, dass ich schon viel zu viel mache oder so. Weißt, wenn ich jemandem sage, dass ich jeden Tag 10 Stunden arbeiten würde, denke ich, okay, du bist ein Hasser wie nichts, oder? Aber im Endeffekt geht es immer darum, dass du selber mit deiner Performance zufrieden bist, dass du selber in den Spiegel schauen kannst und sagen kannst, dass du alles gibst. Genau, das ist sehr gut. Befasst du dich denn so mit der Persönlichkeitsentwicklung? Oder, 100%. Also das ist schon eben. Seit auch 5-6 Jahren bin ich sehr, sehr tief drin. Und ich finde es auch mega schade, dass mittlerweile die Gesellschaft oder generell so Leute so das Mindset-Thema ein bisschen ausgelutscht findet. Aber wiederum sind es die Leute, die nachher nicht wirklich arbeiten oder nicht wirklich hassen, oder? Das sind die Leute, die sagen, hey, Mindset, ja, positiv denken, bla bla bla, ich kenne es oder so. Aber nachher sind es genau die nicht durchziehen. Was ist denn für dich wichtig? Was stärkt für dich dein Mindset? Oder kannst du den Leuten mitgeben, was du bei der Persönlichkeitsentwicklung so stark geschaut hast, dass du das so verfolgt hast oder dranbleiben bist? Wie hast du dir das antrainiert, dass du so einen starken Mindset hast? Das ist schwierig, in so quasi kurze Sätze zu fassen. Ich denke, es kommt alles auf einen Punkt an, und zwar Commitment, dass man die Sache, wo man durchzieht, auch wirklich will. Und zwar wirklich will. Weil es gibt viel zu viele Leute, die einfach so ein bisschen halbherzige Sachen machen, da kann man es ganz so gut lassen, weißt. Aber wenn man es wirklich committed reingeht und sagt, es gibt keinen Weg zurück, ich will das machen zu 100%, dann wirst du es durchziehen. Und ich denke vor allem auch generell, dein Mindset wird von Zeit zu Zeit immer stärker werden, je länger du es durchziehst, weil wenn du schon so tief im Prozess drin bist, gibt es für dich keinen Weg zurück mehr. Ja. Oder? Weil wenn du schon quasi, stell dir vor, also Business ist für mich auch so ein bisschen ein Marathon. Stell dir vor, du bist schon bei 3/4 vom Marathon. Warum würdest du jetzt aufhören? Ja, absolut. Genau. Und das Ganze ist ja ein Marathon, ist kein Sprint. Du kannst jetzt sagen, für mich ist es wie ein Marathon, der nie aufhört. Du hast Zwischensteps, du hast eine Runde durch. Du hast vielleicht mal den ganzen Marathon Teil abgeschlossen, aber du willst schon den nächsten machen. Auf jeden Fall. Es ist das und Commitment ist für mich, ich teile da absolut deine Meinung. Du musst, für mich ist, weißt, wenn junge Leute fragen, was ist der Weg zum Ziel oder wie wird man erfolgreich? Ich habe das Gefühl, ihr müsst euch, oder man muss sich selber mal fragen, was will ich wirklich? Was will ich machen? Was ist das, was ich mache, das, was ich machen möchte? Oder in welche Richtung will es gehen? Da musst du mit dir selber, es geht vielleicht nicht eine Minute, eine Stunde, einen Tag, eine Woche. Es geht vielleicht einen Moment, bis du es gefunden hast, was du selber willst. Und wenn du es nicht hast, dann probier ein paar Sachen, bis mal dort bist, wo du sagst, mal, das gefällt mir, das will ich machen.
Ja, also generell da, ich denke, man kann im Allgemeinen sagen, wenn eine Person etwas unbedingt will und jeden Tag weitermacht, wird sie es auch erreichen. Zu 100%. Oder? Und ich denke also generell, kann man also nur mal so ein bisschen Gedanken machen zu dieser Frage wegen Mindset, so was ein gutes Mindset ist. Ich denke, es sind deine Gedanken, wie du Sachen angehst. Und so weißt du zum Beispiel, wie gehst du deine Arbeit da, tust du jetzt, wenn du das Problem siehst, aufhören und warten, bis gar nicht Gott eine Lösung gibt? Oder bist du wirklich so lösungsorientiert am Denken, bist die Hindernisse quasi am Überwinden und so weiter? Oder so generell halt, weißt du, wie gehst du mit Downphase um? Lässt du dich runterkriegen und nachher aufhören und so? Oder? Ich denke, dieses Mindset begleitet dich durch den Tag durch und du weißt selber, was schlecht für dich ist. Das kann ich Netflix schauen, dich nicht weiterbringt und so. Ja. Das kann nicht Burger King und McDonalds nicht gut ist für dich. Also generell viel zu wenig Leute achten auf Ernährung. Ja. Und ich habe einfach so bemerkt, wenn man sich clean ernährt, ist einerseits die Energie viel besser, aber auch mental bist du viel klarer bei der Sache. Du hast viel mehr Fokus. Das unterschätzt mega viel. Ja, absolut. Ich habe mal so ein Video gesehen, ich weiß den Namen nicht mehr von dem, der das als Coach erzählt hat. Creators, kennt ihr Creators? Das ist so eine Plattform auf YouTube, wo so Motivationscoach etwas präsentiert. Und der hat nachher eben der Weg ist das Ziel. Das Ziel, ja. Der hat von dem erzählt, er hat einen riesen Job gehabt, ich weiß nicht mehr was genau, ich glaube Rechtsanwalt, und der hat gekündigt und ist einfach eine Weltreise gemacht. Und der ist von Kanada bis, was ist von Südamerika, Argentinien? Argentinien und Chile. Ja. Also Nein, das ist Mittelamerika. Ja. Südamerika wäre es, meinte ich Chile. Chile, ich weiß auch nicht, der ist bis ganz unten gelaufen. Gelaufen? Ja, voll. Und das sind die gelaufen, eben, einfach für das Versehen. Er hat das also, und da gibt es so eine Strecke, wo viele auch andere laufen. Ich weiß nicht genau, wie das heisst. Im Großen und Ganzen hat er einen getroffen, wo die Strecke schon durchgelaufen ist und sie ist zurückgelaufen. Und dann hat er gesagt, hey, und wie ist es? Wie ist das Ziel? Weißt, was hast du gefühlt? Und dann hat sie gesagt, du hast es glaube gar nicht verstanden. Lauf weiter. Ja, voll. Nicht das Ziel ist es, sondern der Weg, den du durchmachst. Ja, das ist das Ziel, wie du dich entwickelst. Ja, und nicht dort, wo du nachher ankommst und sagst, weil es gibt gar kein das Ende. Du gehst immer den nächsten Schritt und dann gibst du wieder weißt, einen Ruck, ich will jetzt noch höher gehen, weißt, wie du es sagst. Ja. Du hast jetzt vielleicht ich will 1 Million, jetzt willst du noch grösser werden, willst du es verkaufen oder eben, wie viel ist es, 10 Millionen oder wie viel Umsatz er machen. Und das ist schon krass, ich habe gesagt, der Weg, der macht es nachher aus. Du entwickelst dich Schritt für Schritt immer beim Weg und das ist eigentlich da das Ziel. Ja, absolut. Weißt du, Ist auch sehr schön gesagt, so, dass halt eben die Person, die du wirst, ist das Genau. Resultat, was ich zählt. Weil so, ich persönlich, so heutzutage, oder heute besser gesagt, bin ich viel glücklicher darüber, wie ich als Person geworden bin, als der ganze Umsatz, den ich gemacht habe. Stark, Ja, glaub, ja. voll. Das ist crazy, ja, der Typ. tun wir das einfach schnell mit Stille untermalen. Absolut. Brutal Statement. Das ist schlussendlich ist genau das. Weißt, wenn du Genau. wenn dich immer wieder mit dir befasst, es ist einfach eine Selbstreflexion, die du machen musst. Du kannst nicht einfach, also du kannst auch zu einer Drittperson gehen, zu einem Psychologen oder was auch immer. Und mit dem über dich reden. Aber ich habe das Gefühl, es bringt dir selber schon mal mega viel, wenn du dich mit dir selber befasst. Wenn du sagst, wenn du selber sagst, ey, was habe ich richtig gemacht da? Was habe ich verkackt? Was hätte ich besser machen? Wie hätte ich mich besser artikulieren? Was hätte ich links, rechts, oben, unten? Wenn du dich selber mit dir befasst, ist das schon mal der Prozess zum besser werden. 100%. Bist schon mal da. Und das, was du vorhin gesagt hast, mit dem Mindset in Bezug auf das Problem. Ich glaube, dass zum Beispiel erwachsen sein heisst in meinen Augen, weißt du, für dich früher noch erwachsen sein. Ab wann bist du erwachsen? Das früher geheißen hat, was? Weißt du für dich, ab wann bist du erwachsen? Bist du ab 18 erwachsen? Nein. Was denkst du, ab wann bist du erwachsen? Was heisst das für dich? Das ist eine schwere Aussage. Ich denke, für mich ist es so, du bist dann erwachsen, wenn du realisierst, dass niemand kommt, um dich zu retten. Schau, wenn ich jetzt sagen will, für mich ist erwachsen sein, wenn du Problem löst. Ja. Es ist, du musst deine erwachsen sein, du wirst immer ein neues Problem haben. Als Kind, wenn du ein Kind bist, also wenn du ein Teenager bist, was auch immer, du hast ein Problem. Ey, Vater, ey, Mama, was ist da? Du gehst zu deinem Kollegen, Tante, Onkel, Brüder, was auch immer. Ja, stark. Für mich ist erwachsen sein, wenn du ein Problem hast und du versuchst selber das Kackproblem zu lösen. Wenn du selber anhockst, was mache ich jetzt damit? Die 3 Affen immer, wieso sind die 3 Affen da? Egal, wie bringe ich die 3 Affen da weg? Ja. Nicht ich frage die Person, sondern ich tue mich selber mit dem befassen. Das ist für mich, ab dann, wenn du das selber machst, für mich bist du vielleicht noch nicht ganz legal erwachsen, es kommen schon noch ein paar andere Sachen dazu, aber dann bist du schon mal auf dem, ziemlich erwachsen auf jeden Fall. Ja, das ist so. Safe. Aber ja, du. Nice.
Ey, mega spannendes wirklich spannend. Und ab dem Moment, wo du- gut. Safe, ja, safe. Absolut. Was denkst du, hast du noch ein Schlusswort an unseren lieben Zuschauer, Zuschauerinnen, da, wo du vielleicht etwas könntest mitgeben? Ich bin immer so unvorbereitet auf die letzte Frage. Also, es kommt jedes Mal gefühlt, aber ich bin immer am überlegen. Gut, aber du bist ja unvorbereitet auf alle Fragen. Wenn du keine Frage Fair schickst, das enough, muss man vielleicht noch so sagen. Fair enough. Okay, ich würde sagen, einfach halt generell, man sollte realisieren, dass man sich selber retten muss im Leben, dass man selber muss ein besseres Leben quasi aufbauen und dass man es einfach machen soll. Dass man auch den ersten Schritt wagen soll. Sobald du im Prozess drin bist, wirst du immer weiterlaufen. Stark. Weißt du, am Schluss gesagt, das ist der beste Podcast, den du je bist. Ich habe es nicht ganz verstanden, sorry. Was meinst Das ist der beste Podcast, den du je bist. Weißt du gesagt? Okay. Aber es war sehr, sehr lustig. Hey, Bro. Danke dir vielmals, Robin. Ist wirklich geil gewesen. Ist ein nice Gespräch. Danke vielmals fürs Zuhören. Yes, baby. Yes, baby. LUZ, Y, we here. Jeden Mittwoch. Ciao zusammen. Ciao bello, ragazzi. Umarmt eure Eltern. Gebt ein Küsschen von euch. Schlaft gut. Esset gesund. Ernährt euch. Macht einen Spaziergang. Geht mit dem Hund von der Nachbarin. Geht für eure Tante einkaufen. Macht alles gut. Ciao, guys. Talk it like Loose D.